Дочь А2 B1, прокачай свой немецкий. Учим новую лексику и проверяем себя, насколько мы готовы к экзамену. Данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку, и все фразы соответствуют программе уровня А2 Б1. Выделенные красным цветом слова вам необходимо заучить. Я прочитал все объявления, но квартиры слишком дорогие. Ich habe alle Anzeigen gelesen, aber die Wohnungen sind zu teuer. Ich habe alle Anzeigen gelesen, aber die Wohnungen sind zu teuer. Вам не разрешено парковаться здесь, иначе вы получите штраф. Hier dürfen Sie nicht parken, sonst bekommen Sie eine Anzeige. Hier dürfen Sie nicht parken, sonst bekommen Sie eine Anzeige. Тебе надо одеться теплее, иначе ты простудишься. Du musst dich wärmer anziehen, sonst erkältest du dich. Du musst dich wärmer anziehen, sonst erkältest du dich. Сегодня я надену свою новую футболку. Heute ziehe ich mein neues T-Shirt an. Heute ziehe ich mein neues T-Shirt an. Мой муж купил себе новый костюм. Mein Mann hat sich einen neuen Anzug gekauft. Mein Mann hat sich einen neuen Anzug gekauft. Мы сняли апартаменты для отдыха. Wir haben ein Ferienappartement gemietet. Wir haben ein Ferienappartement gemietet. Я ем яблоко на завтрак каждый день. Zum Frühstück esse ich jeden Tag einen Apfel. Zum Frühstück esse ich jeden Tag einen Apfel. Есть ли здесь поблизости аптека?
Ist hier in der Nähe eine Apotheke? Ist hier in der Nähe eine Apotheke? Не могли бы вы немного уменьшить громкость? Können Sie den Apparat bitte etwas leiser stellen? Können Sie den Apparat bitte etwas leiser stellen? У меня сегодня нет аппетита. Я не хочу ничего есть. Ich habe heute keinen Appetit. Ich mag nichts essen. Ich habe heute keinen Appetit. Ich mag nichts essen. Что бы ты поел? Может быть, салат? Auf was hast du Appetit? Vielleicht auf einen Salat? Auf was hast du Appetit? Vielleicht auf einen Salat? То есть дословно, на что ты имеешь аппетит. То есть, что бы ты поел? Немцы скажут, на что ты имеешь аппетит. Может быть, на салат? Тебе нравятся абрикосы? Schmecken dir die Aprikosen? Schmecken dir die Aprikosen? Арзу работает медсестрой в больнице. Arzu arbeitet als Krankenschwester im Krankenhaus. Arzu arbeitet als Krankenschwester im Krankenhaus. Мария 2 года работает рабочей в Siemens. Maria ist seit 2 Jahren Arbeiterin bei Siemens. Maria ist seit 2 Jahren Arbeiterin bei Siemens. Есть ли у вас разрешение на работу? Haben Sie eine Arbeitserlaubnis? Haben Sie eine Arbeitserlaubnis? Как давно вы безработный? Wie lange sind Sie schon arbeitslos? Wie lange sind Sie schon arbeitslos? Безработица снизилась. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken.
промышленности все меньше рабочих мест. In der Industrie gibt es immer weniger Arbeitsplätze. In der Industrie gibt es immer weniger Arbeitsplätze. Моя жена нашла новую работу. Meine Frau hat eine neue Arbeitsstelle gefunden. Meine Frau hat eine neue Arbeitsstelle gefunden. Wo kann ich den Computer anschließen? Wo kann ich den Computer anschließen? Мне нужна в моей квартире телефонная связь. Ich brauche in meiner Wohnung einen Telefonanschluss. Ich brauche in meiner Wohnung einen Telefonanschluss. Не забудь пристегнуться. Vergiss nicht, dich anzuschnallen. Vergiss nicht, dich anzuschnallen. Это имеется в виду пристегнуться в машине ремнем безопасности. Почему ты так испуганно смотришь на меня? Warum siehst du mich so erschrocken an? Warum siehst du mich so erschrocken an? Можно мне посмотреть ваши фотографии из отпуска? Darf ich eure Urlaubsfotos ansehen? Darf ich eure Urlaubsfotos ansehen? Вчера наша новая соседка разговаривала со мной на лестнице. Gestern hat mich unsere neue Nachbarin im Treppenhaus angesprochen. Gestern hat mich unsere neue Nachbarin im Treppenhaus angesprochen. Не могли бы вы включить отопление? Können Sie bitte die Heizung anstellen? Können Sie bitte die Heizung anstellen? Мой зять работает в мебельной компании.
Mein Schwager ist bei einer Möbelfirma angestellt. Mein Schwager ist bei einer Möbelfirma angestellt. Касса находится впереди. Тебе нужно встать в очередь. Da vorne ist die Kasse. Du musst dich anstellen. Da vorne ist die Kasse. Du musst dich anstellen. Бруно – сотрудник в туристическом агентстве. Bruno ist Angestellter in einem Reisebüro. Bruno ist Angestellter in einem Reisebüro. Эта работа для меня очень напряженная. Diese Arbeit strengt mich sehr an. Diese Arbeit strengt mich sehr an. Если ты хочешь сдать экзамен, тебе придется больше прилагать усилий. Wenn du die Prüfung schaffen willst, musst du dich mehr anstrengen. Wenn du die Prüfung schaffen willst, musst du dich mehr anstrengen. Я считаю эту работу очень стрессовой. Ich finde diese Arbeit sehr anstrengend. Ich finde diese Arbeit sehr anstrengend. Вы уже заполнили заявку на жилищное пособие? Haben Sie schon einen Antrag für das Wohngeld ausgefüllt? Haben Sie schon einen Antrag für das Wohngeld ausgefüllt? Эту мазь нужно применять 3 раза в день. Diese Salbe muss man 3-mal am Tag anwenden. Diese Salbe muss man 3-mal am Tag anwenden.
На встрече присутствовали все члены. Bei dem Treffen waren alle Mitglieder anwesend. Bei dem Treffen waren alle Mitglieder anwesend. Сара не отвечала на мое письмо уже 3 недели. Sarah hat seit 3 Wochen nicht auf meinen Brief geantwortet. Sarah hat seit 3 Wochen nicht auf meinen Brief geantwortet. К сожалению, я не получил ответа. Leider habe ich keine Antwort bekommen. Leider habe ich keine Antwort bekommen. Я не буду платить за это. Сначала я хотел бы поговорить со своим адвокатом. Ich werde das nicht bezahlen. Ich möchte zuerst mit meinem Anwalt sprechen. Ich werde das nicht bezahlen. Ich möchte zuerst mit meinem Anwalt sprechen. Если вы припаркуетесь здесь, я сообщу о вас. То есть настучу. Wenn Sie hier parken, zeige ich Sie an. Wenn Sie hier parken, zeige ich Sie an. Я думаю, это очень мило с вашей стороны, что вы меня забрали. Ich finde es sehr nett von Ihnen, dass Sie mich abholen. Ich finde es sehr nett von Ihnen, dass Sie mich abholen. Ich finde es sehr nett von Ihnen, dass Sie mich abholen. Это приятно устроить пикник вместе. Es macht Spaß, zusammen ein Picknick zu machen. Es macht Spaß, zusammen ein Picknick zu machen. Es macht Spaß, zusammen ein Picknick zu machen. Вы сегодня уже обедали? Устойчивое выражение zu Mittagessen – обедать. И наш глагол essen – ist, aß.
hat gegessen? Haben Sie schon zu Mittag gegessen? Haben Sie schon zu Mittag gegessen? Haben Sie schon zu Mittag gegessen? Я люблю есть бананы. Ich esse gern Bananen. Ich esse gern Bananen. Ich esse gern Bananen. Что есть сегодня поесть? Was gibt es heute zu essen? Was gibt es heute zu essen? Was gibt es heute zu essen? Еда остыла. И существительное еда мы образуем от глагола essen. Das Essen ist kalt geworden. Das Essen ist kalt geworden. Das Essen ist kalt geworden. В салате еще не хватает уксуса. Am Salat fehlt noch etwas Essig. Am Salat fehlt noch etwas Essig. Am Salat fehlt noch etwas Essig. Отсюда около 20 километров. Von hier sind es etwa 20 Kilometer. Von hier sind es etwa 20 Kilometer. Von hier sind es etwa 20 Kilometer. От дома до работы мне требуется около 10 минут. Von zu Hause brauche ich etwa 10 Minuten bis zur Arbeit. Von zu Hause brauche ich etwa 10 Minuten bis zur Arbeit. Von zu Hause brauche ich etwa 10 Minuten bis zur Arbeit. Возможно, я приду немного позже. Ich komme eventuell etwas später. Ich komme eventuell etwas später. Ich komme eventuell etwas später. Я жду свою новую машину целую вечность. Ich warte schon ewig auf mein neues Auto. Ich warte schon ewig auf mein neues Auto. Ich warte schon ewig auf mein neues Auto. Я немного разбираюсь в компьютерах, но я не эксперт.
то есть немного понимаю. Ich verstehe ein bisschen was von Computern, aber ich bin kein Experte. Ich verstehe ein bisschen was von Computern, aber ich bin kein Experte. Ich verstehe ein bisschen was von Computern, aber ich bin kein Experte. Почему вы не пришли? Я ждал специально вас. Warum sind Sie nicht gekommen? Ich habe extra auf Sie gewartet. Warum sind Sie nicht gekommen? Ich habe extra auf Sie gewartet. Warum sind Sie nicht gekommen? Ich habe extra auf Sie gewartet. Полотенца лежат на верхней полке слева. Die Handtücher sind im obersten Fach links. Die Handtücher sind im obersten Fach links. Или можно вместо sind поставить глагол liegen. Die Handtücher liegen im obersten Fach links. Какой предмет тебе больше всего нравится в школе? Welches Fach magst du in der Schule am liebsten? Или любишь ты в школе больше всего? Welches Fach magst du in der Schule am liebsten? Welches Fach magst du in der Schule am liebsten? Моя сестра компьютерный специалист. Meine Schwester ist Computerfachfrau. Meine Schwester ist Computerfachfrau. Здесь у нас существительное состоит аж из 3 существительных. Компьютер, компьютер, фах, предмет, фрау, женщина. Computerfachfrau. Они ищут специалистов для этой компьютерной программы. Sie suchen Fachleute für dieses Computerprogramm. Sie suchen Fachleute für dieses Computerprogramm. Sie suchen Fachleute für dieses Computerprogramm. В его должности нужна способность убеждать других. То есть на его позиции, можно сказать, на его должности. In seiner Position braucht man die Fähigkeit, andere zu überzeugen. In seiner Position braucht man die Fähigkeit, andere zu überzeugen. In seiner Position braucht man die Fähigkeit, andere zu überzeugen. Я думаю, что у нее есть способность для этого. Ich glaube, sie hat die Fähigkeit dazu.
Ich glaube, sie hat die Fähigkeit dazu. Ich glaube, sie hat die Fähigkeit dazu. Мы ехали на поезде. Ехать fahren, fährt, fuhr, Präteritum, ist gefahren или hat gefahren. Wir sind mit dem Zug gefahren. Wir sind mit dem Zug gefahren. Wir sind mit dem Zug gefahren. Не гони так быстро. Fahr nicht so schnell. Fahr nicht so schnell. Fahr nicht so schnell. Госпожа Кох водит Мерседес. Frau Koch fährt einen Mercedes. Отвезти тебя домой? Soll ich dich nach Hause fahren? Soll ich dich nach Hause fahren? Soll ich dich nach Hause fahren? Он загнал машину в гараж. Hat das Auto in die Garage gefahren. Или поставил машину в гараж. Hat das Auto in die Garage gefahren. Hat das Auto in die Garage gefahren. Мы переправляемся на пароме через Боденское озеро. Или едем на пароме. Wir nehmen die Fähre über den Bodensee. Wir nehmen die Fähre über den Bodensee. Wir nehmen die Fähre über den Bodensee. Пожалуйста, составьте список всей необходимой вам информации. Составлять erstellen, erstellt, erstellte. Это у нас Präteritum. Hat erstellt, perfekt. Erstellen Sie bitte eine Liste mit allen Informationen, die Sie brauchen. Erstellen Sie bitte eine Liste mit allen Informationen, die Sie brauchen. Erstellen Sie bitte eine Liste mit allen Informationen, die Sie brauchen. Дословно можно перевести как? Значит, составьте список со всей информацией, которая вам нужна или в которой вы нуждаетесь. Дети уже совсем выросли. Вырастать – erwachsen, erwächst, erwachs, ist erwachsen. Die Kinder sind schon ganz erwachsen. Die Kinder sind schon ganz erwachsen.
Die Kinder sind schon ganz erwachsen. У нас две взрослые дочери. И мы образуем определение от глагола erwachsen. Wir haben zwei erwachsene Töchter. Wir haben zwei erwachsene Töchter. Wir haben zwei erwachsene Töchter. Этот фильм только для взрослых. Dieser Film ist nur für Erwachsene. Dieser Film ist nur für Erwachsene. Dieser Film ist nur für Erwachsene. Я жду звонка из Берлина. Ждать erwarten, erwartet, erwartete, hat erwartet. И данный глагол у нас будет употребляться без предлога. Ich erwarte einen Anruf aus Berlin. Ich erwarte einen Anruf aus Berlin. Ich erwarte einen Anruf aus Berlin. Госпожа Мюллер ждет ребенка. Frau Müller erwartet ein Kind. Frau Müller erwartet ein Kind. Frau Müller erwartet ein Kind. Мы не ожидали ничего другого. Wir hatten nichts anderes erwartet. Wir hatten nichts anderes erwartet. Wir hatten nichts anderes erwartet. В данном предложении мы используем Plusquamperfekt, предпрошедшее время. Смотрим на глагол haben в форме hatte. Это у нас Plusquamperfekt. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас снова. Ich kann es gar nicht erwarten, euch wiederzusehen. Ich kann es gar nicht erwarten, euch wiederzusehen. Ich kann es gar nicht erwarten, euch wiederzusehen. Мой муж уже много рассказывал мне о вас. Mein Mann hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Mein Mann hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Mein Mann hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Глагол рассказывать erzählen – это слабый глагол. Erzählt
erzählte Präteritum, hat erzählt Perfekt. По вечерам мне всегда приходится рассказывать детям сказку. Ich muss meinen Kindern abends immer eine Geschichte erzählen. Ich muss meinen Kindern abends immer eine Geschichte erzählen. Переводим дословно. Я должен моим детям по вечерам всегда рассказывать историю. Историю или сказку. Ich muss meinen Kindern abends immer eine Geschichte erzählen. Этот рассказ очень известен, ты должен его прочитать. Diese Erzählung ist sehr berühmt. Du musst sie lesen. Diese Erzählung ist sehr berühmt. Du musst sie lesen. Diese Erzählung ist sehr berühmt. Du musst sie lesen. Воспитывать детей нелегко. Глагол воспитывать erziehen, erzieht, erzog, hat erzogen. Kinder zu erziehen ist nicht leicht. Kinder zu erziehen ist nicht leicht. Kinder zu erziehen ist nicht leicht. Сегодня многие отцы также заботятся о воспитании своих детей. Если вам не хватает времени для перевода, ставьте на паузу. Heute kümmern sich auch viele Väter um die Erziehung der Kinder. Heute kümmern sich auch viele Väter um die Erziehung der Kinder. Heute kümmern sich auch viele Väter um die Erziehung der Kinder. Моей машине пора в мастерскую. Она сломана. Mein Auto muss in die Werkstatt. Es ist kaputt. Mein Auto muss in die Werkstatt. Es ist kaputt. То есть моя машина должна в мастерскую. Она сломана. Mein Auto muss in die Werkstatt. Es ist kaputt. Вы не знаете, где господин Мюллер? Нет, я это не знаю. Wissen Sie nicht, wo Herr Müller ist? Nein, ich weiß es nicht. Wissen Sie nicht, wo Herr Müller ist? Nein, ich weiß es nicht. Wissen Sie nicht, wo Herr Müller ist? Nein, ich weiß es nicht.
Во время обсуждения или во время дискуссии было задано много вопросов. Es wurden bei der Diskussion viele Fragen gestellt. Es wurden bei der Diskussion viele Fragen gestellt. Es wurden bei der Diskussion viele Fragen gestellt. Wer ist da? Ich bin's. Вот это bin's, это у нас спрятано местоимение es. Ich bin es. Это я. Кто там? Это я. Wer ist da? Ich bin's. Или ich bin es. Mir geht es gut. У меня все хорошо. Mir geht es gut.